So, erstmal einen wunderschönen guten Morgen vom Dachzeltfestival in Hameln, Zeltplatz Arena Alpha One. Wir haben unser Setup schon wieder aufgebaut, ja, Gaskocher, alles dabei. Ich brühe jetzt gerade einen Kaffee durch, das werden wir mal rausschauen. Heute das Wetter wird, also das Wetter sagt ja bombastisch, gell? Also das ist echt geil. Schaut euch das wieder, ein Traum. Ah, die Nachbarn sind auch schon auf. Ja, guten Nachbarn. Ja, was ist das? Runter bis auf 1,50 Meter Breite und 2,50 Meter Länge. Was ist das? Ein Wohnwagen? Nee, ein Zelt? Das ist mein Zeltfex ist das. Zeltfex? Ja. Und das ist quasi mein neues Campingkonzept. Da muss ich mal reinschauen. Dann. Das darfst reinschauen, natürlich. Wir können auch, ich nehme euch gleich mit. Zeltfex? Genau. Habe ich noch gar nicht gehört. Ja, das glaube ich, weil ich feiere hier auf dem Dachzeltfestival Weltpremiere. Das ist meine eigene Entwicklung. Wo sind Sie hier? Oder aus wieder? Bayern. Ja, hier. Ja, ist sauber. Ja, wir haben vom Kermsee. Vom Kermsee. Na, ich bin aus Freising. Ja, cool. Und wie lang ist das? Also das Bett ist 1,80 Meter breit und 2 Meter lang. Ja. Es gibt es auch in unterschiedlichen Größen. Wir schlafen hier normalerweise zu viert drinnen. Und es gibt jetzt halt hier einen Tisch, den man da einlegen kann. Da kann man gemütlich sitzen und vielleicht ein gutes bayerisches Bier trinken. Das ist cool. Ja, Augustiner, gell? Augustiner. Genau, für die Augustiner-Fans, die Kisten unterm Bett sind so abgestimmt, dass man Augustiner-Flaschen transportieren kann. Da kann man hier auf dem Sofa nummeln. Geil. Und es ist natürlich ein Kinderbett. Also das ist ja locker für 4 Mann, oder? Das 5 ist, Mann, ja, oder? also wir sind zu viert, ein Kind schläft oben, 3 schlafen unten. Und das ist auch, ich könnte mich da auch drauflegen, ja, da ist überhaupt kein Thema. Das ist dann 1,70 Meter breit und 1,70 Meter breit und 70 tief. Ich ziehe jetzt hier zur Feier des Tages die Schuhe mal aus, Ja. weil, ich muss nur schauen, dass es richtig arretiert ist. Ja, damit es richtig ausschaut. Nicht, dass wir hier vor laufender Kamera einen Unfall haben. Genau, also ich kann hier auch tatsächlich, könnte ich auch schlafen. Also man hat locker Platz, Also oder? es ist natürlich, ich bin 1,83 Meter groß, es ist 1,70 Meter. Ja, bei Das ist mir, natürlich etwas wenig, aber es würde gehen, ja. ja, ich bin 1,93 Meter, da wird es ein bisschen eng. Ja, natürlich, aber sag ich mal, zur Not können auch mal 3 Jungs am Vatertag los. Das ist praktisch ein richtiger Anhänger, oder? Das ist ein richtiger Anhänger, das ist ein Transportanhänger, das bleibt auch ein Transportanhänger, weil das, was man hier einbaut, ist nur Ladung und das kann man auch mit wenigen Handgriffen einfach wieder, Das ist praktisch die Küche, das ganze Zeug, was man braucht. wieder rausmachen. Genau. Und dann haben wir hier, während der Fahrt gibt es noch die Option, dass man auf dem Lattenrost vom Bett sind Airline-Schienen angebracht und mit dem Adapter kann man dann quer hier auch noch, also auf dem Bett hinten drin, quer Fahrräder transportieren. Das ist schon cool. Oder eben mit irgendwelchen Standardadaptern hat man da einfach Zurpunkte, wo man was anhängen kann. Genau, und der Witz ist natürlich, dass man hier bei diesen Boxenregalen die Boxen von innen als auch von außen bedienen kann. Ja, Wir haben hier einmal die Boxio-Trenntoilette für genau, Boxio. Genau. meistens für die Kinder, ja, wenn es mal pressiert. Dann haben wir hier die Kühltruhe, Kompressorkühlbox Oberlin. bis minus Aha. 10 Grad. Ja, da hat einige was Platz. Hier, Was ist hier. denn das für ein Bier? Bayreuther. Bayreuther, okay. Die kriegen gerade ein neues Sudhaus. Ja, Genau. Zeltfex.de. Wo kommt das genau her? Aus Freising bei München. Freising. Ja, im Herzen Oberbayerns. Genau, Kühlbox, dann haben wir hier eine Powerstation. Die hängt jetzt halt hier am Solarpanel. Da stehe ich jetzt halt hier Alles tatsächlich. Also alles drin, was man so braucht. Stromautark. Hier oben kann man verschiedene Sachen laden. Es gibt hier auch noch die Möglichkeit für eine Steckdosenleiste. Da sind dann auch noch mal
USB-Ladeports dabei und man kann hier auf Nacht nochmal ein Licht anmachen und hier haben wir natürlich auch noch hier verschiedene Lampen. Ja, die sind ja die typischen Ikea-Lampen. Ja, genau, also es ist nichts. Man muss es halt nur geschickt kombinieren. Ja, und dann während der Fahrt kann man alles einklappen und hier Ach, drüben, dann haut man heraus. genau, hier ist Waschstelle mit 15 Liter Frischwasser, 10 Liter Abwasser. Man hat hier zum Einhängen einmal ein Abtropfgitter. Wie gesagt, kommt man hier von außen auch an die Schubladen dran. Man hat mega viel Stauraum, dass man wirklich alles mitnehmen kann. Wir kochen gern, deswegen haben wir so viel Gewürze dabei. Das ist gut. Das ist gut, gell? Und hier unten nochmal fürs große Stauraum hat man ohne Ende. Zeug. Stauraum ohne Ende. Hier haben die Kinder, oh, Schokopops, was der Papa alles kauft. Genau. So, und dann hier der Kocher, Gaskocher, genau. Gaskocher. Da haben wir einen Ach, der wird normal mit Ding mit zwei kleinen Kartuschen, aber 2 Kartuschen, 2 Flammen, doppelte Leistung. Und da kann man dann wirklich kochen und Vollgas geben. So, jetzt bauen wir das mal kurz ab. Schnellkupplung, einfach rein, Kocher zugeklappt, wieder da drauf. kommt da oben einmal rein. Und dann ist schon alles aufgeräumt, Bordwand hochgeklappt und es kann losgehen, die Heimfahrt. Oder halt auf Nacht zusammenpacken. Ja, Das ist von hinten und das ist von genau, ein ganz wir können auch einmal normaler Anhänger auf gut Deutsch. das ist ein ganz normaler Anhänger. Dann habe ich hier noch mein Fahrrad, weil da habe ich ein bisschen ein Faible für ich habe ein Faible für Zweiräder. Ja. Entweder als Fahrrad oder als Anhänger. Deswegen muss ein Fahrrad auch immer mit dabei sein. Wäre ja für E-Bikes tauglich, oder? Ja, wäre auch für E-Bikes tauglich. Und genau, hier ist das Solarpanel, was ich vorher gesagt habe, dass man da stehen kann. Die 250 Wattstunden reichen vollkommen aus. Und hier drüben kommst du nochmal mit rum. Das ist ja mega groß. Das ist ja, haben wir hier noch eine kleine Garderobe, dass man hier Krimskrams hinhängen kann oder irgendwas trocknen kann, je nachdem wie man will. So hängen wir das hier schön auf, dass es mittig hängt. Zeltfex, habe ich noch nie gehört. Genau, aber du aus Bayern weißt ja, was ein Fex ist, ein Bergfex, Ja, oder? genau. Das ist einer, der die ganze Zeit in den Bergen Ja. umeinander rennt und der von den Bergen begeistert ist. Da gibt es ja die Wetterfex auch. Die Wetterfix, oder? genau, ja. Und ich bin halt vom Zelten begeistert Ja, und der ja. Zeltfix begeistert. Ja. Der macht das Zelten nochmal neu, hebt es auf ein anderes Level Wir haben ein Dachzelt. Genau. und deswegen ist es der Zeltfix. Cool. Ja, Danke nochmal. ja, freut mich. Hört sich gut an. Bis bald. Schaut's vorbei. Logisch. Werden wir verlinken. Ja, natürlich. Super gut. Ah, Instagram-Seite. Ja, Instagram. Irgendwo habe ich Aufkleber. Ah, okay. Also ich bin natürlich auch auf Instagram und im Internet zu finden. Da könnt ihr Cool. euch nochmal alles im Detail anschauen. Super geil. Und wenn es was gibt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mich einfach an. Wir können telefonieren, wir können uns treffen, wir können das zusammen aufbauen, wir können das zusammen konfigurieren, ihr könnt Probe schlafen. Wir sind ein kleines Familienunternehmen. Das ist die Weltpremiere. Wir sind für alles Wie lange offen. gibt es sich schon? Ja, seit 1,5 Jahren und heute ist hier quasi das erste Mal die Ausstellung. Richtig Premiere da. Richtig Premiere, wird gut angenommen. Dann viel Erfolg. Danke, werden wir haben. Alles klar. Gut. Danke, servus. Servus.